Ich reise die Methode an, den christlichen Glauben zu überprüfen, ihn als in die Philosophie, die traditionelle Philosophie, eingebettet zu sehen. Und es ist da eine Konstante, ja auch das Kreuz. Welche Symbolik besitzt es noch? Welche Denkstruktur umgibt es? Und ich sehe das als Methode. Okay, wir können ja Worte ordnen spielen. Nehmen wir jetzt 3 Worte: Furcht, Judas und Satan. Wie ordnen wir sie? Aber vielleicht ist auch ein Mittelweg der erste Schritt. Eine Methode des christlichen Glaubens wie eine philosophische Tradition zu veranschaulichen und zu verstehen. Danke.